Hey, goedemorgen allemaal. Het is goed dat je hier bent. Ik freue mich, dat je hier bent. Goed jullie te zijn. We reden al waren van Weihnachten. Dat is best sehr bosig, dat er war Raum ist. Und wir reden von Weihnachtsdaus. Ich dachte an, dass wir das Leute sagen, Geschichten kann ich vertellen. Unser Team, was die Dausen rütführt und die noch die Lied bringt, noch die Kinder bringt, der hat so viele Geschichten von, was sie hat live bewiesen zu Menschen, was hat diese Daus gebracht. Und was Gott getan hat durch dort, und bis hat aufgemerkt, dass er das Evangelium mitteilen, mit Menschen gebet, mit Menschen gelacht und gehielt, und bis er gute Zeit gehabt. Und so, wir können Geschichten vertellen, gute Geschichten, was Gott getan hat durch die Weihnachtsdaus. So, ich merke guten Mut. Nimmt die Dosen mit, fällt die ab, bringt die zurück, und dann kann ich in Engerscheid merken, sie startet. Dann 7 Werk bei Weihnachten, meist kriegt bei hier. Wir sind in der Reihe von Botschaften, was wir nennen Meier für Jesus. Und die Botschaft von der nennen ich Läwen mit einer Rajchte Utsecht, über haben Goot. Utsecht ist ein Perspektive. Und so, wo können wir leben mit einer Rajchte Utsecht, über haben Goot? So, was ist Meier für Jesus? Meier für Jesus ist, wo wir uns Gebiet gerade merken, Dinge verbessern, wo wir Dinge bühen tun, wenn wir mehr Ruhe merken, für mehr Menschen erregen für Jesus. Meier für Jesus. Und so das ist wieder nahen, nicht jaft uns nicht alleine, dass wir können alle Part von das sein, wir können geben, boven ever, was wir am Sonntag Samaris geben. Und so ich will ein bisschen von dort reden, aber wenn wir sagen, Meier für Jesus, mein wieder an unserem Bühnenprojekt ist dort, aber wirklich erst dort Meier. Also wir wollen nicht bis bühen, wir wollen Menschen erregen, wir wollen mehr Menschen von Gott seine Life, von das Evangelium vertellen, hier in das Gebiet und auch was bei sie diese Feier geht. Unsere Vision als Kirche ist das Gebiet vorig merken. Wir haben angefangen, ein Gebiet zu bauen, eine Kirche zu bauen, was mit Rat ist. Und unsere Vision und unser Ziel ist, dort vorig zu merken, Pferdeweich zu gehen, dort vorig zu merken. Und ein Traum, eine Vision, die fängt an, about 8 Jahre zurück, hat er lang Mazedonien gehabt. Und aber die Construction ist noch nicht so sehr lang, hat noch mal ein paar Jahre mit dort geschafft. Und unser Ziel ist, dort vorig zu merken. Und so von der will ich was nimmer schwießen. Ich will nimmer schwießen von, wo das geht mit dem Projekt. Ein paar Nummern von der Kirche. Und dann nur dort, dann will ich checken noch, was vorsteht die Bibel, wo wir uns können noch checken von Leben mit einer Rajchte Utsecht, über uns haben Goot. Und so, wenn wir reden von Geben und Meier für Jesus, ich freue mich nicht, dass jene Wässer zusammen geben für das ist ab zu jünd. Aber was ich noch freue, ist, dass wir bis alle Part von dort sind. Wir haben jeder Jahr, wenn wir das Meier für Jesus tun, dann haben wir Kinder, was das ausfällt, Jugend, was das ausfällt sein, wie viel sie geben. Sie tun ja Nummer und sind Part von dort. So wir können alle Part sein an diesen Meier für Jesus. Und so das, was ich noch freue, oder was mein Ziel ist, dass wir alle würden mitmerken und alle Part sein von dort. Alles, was ihr hier sein habt, das ist ein Haft, das Gebiet, das ist, wenn ihr gejeft habt. Aber das jetzt wieder ist dort. Da sind so viele Lebens verändert. Ich wünsche nochmal, dass so mehr Menschen können dort sein, was ich sage, wo Lebens verändert sind über die letzten 15, 18 Jahre. Viele Lebens sind verändert und dort ist, wenn je frühjährig sind, je geben dann. Nicht bloß hier in dieser Kirche, aber Lebens sind verändert über die ganze Welt. Wenn je gejeft habt, das Evangelium geht rüt und wir können das Livestream down und all die Dinge. Und so Dankeschön zu Ihnen. Dankeschön, dass ihr so gegeben über die Zeit. Den 23. November, dann haben wir ein Dankfest, hier dort alle Announcements. Und dann kann ich diesen Commitment, diesen Form kann ich mit zurückbringen. Und dort kann ich abschreiben, ihr Namen. Und kann ich dann abschreiben, dass ich eine Samen geben, dass es $, sind, oder dass ich dort monatlich geben. $, dass hier würde gleich ein Material zu geben, oder ein Material betonen mit einer Faktura. Und dann kann ich dort Namen bringen. Und dann waren bei den 30. Ab einem von diesen Monaten, dann will ich das hier sein, wie viel das gekommen, wie viel Commitment das gekommen, dass wir alle können sein, wo wir können wieder schaffen. Ich will Ihnen was Nummer schwießen hier an dem Projekt. Und ich hatte hier on the screen, so war der Host ich einmal durchgehen, dass ihr mit eine Idee habt, wo wir sind. So wir bauen dort nie die Gebiet dort, das sind 35.000 Square Show. Und es wird auch mal planen, und dort Eva checkt, und dann seht ihr, dass wir glauben, das wird ungefähr $20 das Square Show sein, zum dort vorig merken. Und ich glaube, das wird sehr dicht bei sein. Und aber dort check und host ich dort an mit Eva teil, was das ganze Projekt kostet. Dann das nächste ist, wo wir das erste Mal in Meier für Jesus für diesen Projekt, das wir im November 2022
En dan merken we dat ook dat je geven kunnen, mensen geven voor dit. En zodat we 18% komen door de naam van den ganzen totaal. Dat we november 2022 en dan nächste juni 2023, dat is waar we den grond daar bereiken met den excavator, dat is waar we aanvangen te schaffen. En zo van november 2022 tot juni 2023, die tijd schaffen met contractors en met permissos en al die dingen dat we kunnen aanvangen te schaffen. En zo juni 2023 vangen we aan, november 2023, dan op dat 1 jaar, dan komen er nog eenmaal 23% aan van geld voor den ganzen totaal. Dat bracht het dan op naar 41%. En aan november 2024, dan komen nog eenmaal 19% aan van den ganzen totaal. En dat bracht het op at 60%. So we zijn een beetje even halfvaardig met dit project. In een geldhalven en ik geloof ook in het gebied ook, zoals het gebied er nu staat. Kijk je nou een paar meer nummers? Dit is de attendance als je was over de laatste paar jaar. Dus de mensen wat hier om zondag Samaris naar de kerk komen, 2023. De dergschnitt om zondag Samaris 1049 en 2024 1091 en dan 2024 1038, dat is van januari tot oktober. Nächste, hier gaan we een beetje zijn voor de attendance als je was, ook de aanname. En zo dat jij dat jaar zijn, 2023, 2024, dat zijn het jaar, en het nächste is de werk, en dan de totaal van mensen. En dan het nächste is de dergschnitt om zondag Samaris wat je zijn je was. En dan het laatste is de average wat de mensen geeft op een persoon. Dit is wat je geeft als op een persoon. 192 prijzen, 254 en dit jaar zo wie 210 prijzen op een persoon. Wat ik hier wil zeggen is van je geven dan om zondag Samaris, dit is dat nummer wat we hier zijn. Dit meer voor Jezus, dat is nog ganz bezit. Dit is een nummer wat we bezit hebben, maar dit wat het hier is, dit zo wie, dit is de aanname wat we hebben om zondag Samaris op een persoon wat je geven dan. En nog eenmaal waren veelmaal dankzij voor dat. Next screen, next slide. Hier kan je een beetje zien wat de ruimte is hier in de kerk. So we hebben hier 500 zetten hier in de kerk. En hier het eerste kan je zien dat de eerste gottesdienst zijn 59% vol im Durchschnitt, durch het jaar is dit. En dan de tweede gottesdienst is dat 20% vol. En dan het nächste hier kan je zien dat van de, dat zijn 40% wat in de eerste gottesdienst komt en 60% komen in de tweede gottesdienst. Zodat jij een beetje zien waar het schaft met den ruim en hoeveel ruim we hebben. Nächste slide, dat kan je zien hoeveel mensen onze visionklas durchgaan. 2023, 2024 en 2025. About 100 mensen dit jaar, maar zo weet 109 van deel we waren in de visionklas, som van jullie zijn erbij was. De oorzaak waarom je dit wijzen is, waar de visionklas durchgaat, zijn die wat te zeggen. Ik wil dat ik kerk beter kan leren, ik wil me opzijn ten duin, ik wil me taufen laten, ik wil een glied worden, dus ik kerk. Dit zijn mensen wat te zeggen, ik wil de nächste stap nemen hier in de kerk. En zo kan je een beetje zien hoeveel de klas er durchgaan. De nächste slide is taufen, wat we getauft hebben, baptisms. 2023, 31, 24 Utsecht, 31 en dit jaar hebben we 38 mensen getauft. Mensen wat hij zegt, ik heb Jezus aangenomen, ik heb mijn leven geändert, ik zie op dem weg naar de hemel, ik leef voor Jezus en ik wil me taufen laten, ik wil de ganze wereld uitwijzen dat ik voor Jezus leef. Dat is een grote stap wat ze merken in hun leven en ik zie ze proeven met dat de levens veranderd zijn. En die zijn dan de klas doorgegaan en zo we vrijen ons voor dat. Nächste slide is, nächste slide, nog een meer. Dit is wat we zijn, wat het nächste komt. Wanneer we vragen, so wat is het nächste? Wanneer we nu een meer voor Jezus doen, dat komt wat geld, dan wat willen we het nächste doen? Nächste wat we schaffen willen is met de electrical, dat is het 4 afleiden van de transformer wat je bent. Ons wordt een beetje later transformer veel. In dat gebied hebben we al het 4 al verleid, het dreed verleid, maar we moeten buiten wat doen en dat wat dikke dreed wat in de electrical stove leiden. En dan het nächste wat we wel doen is de batterie en keilerie vorig merken door in de verlijf. De ducten al verleid in den benen en zo wat, maar nu komt nog dat dierenpot, dat is waar de equipos veel doen.
En dan het nächste is de bootstoel. En daar heb je een de nieuwe bootstoel fertig merken. En de coffee area en some cabinets en zo'n dingen. En dan het nächste is de sanctuary, de grote auditorio. En daar fehlt nog een beetje meer met mudding en vorf en zo'n dingen. Met meer sheetrock. En dan ook de hatterie en chailerie en tech. Tech zijn de speakers, de computers, de lichten en al die dingen wat er zal aankomen. En dan de stijlen en dan de vloer en wat furniture. So dat zijn dus ongeveer naar de rij van het geld aankomt waar we wieder schaffen kunnen. Kijk hier wat beelden, wat je kan zijn, die worden beschostigd dichtrein, dat is van het nieuwe verlijf en ook van dat nieuwe gebied, waar het kan loten, wanneer we dat vorig hadden, de plan met sommige van de dingen. So hier zijn de beelden, kijk er nou. Dat is de nieuwe verlijf, dat zijn de main entrance waar we aankomen, dat is een information desk in de maat. De grote stoel wat ruim zijn, dat we multipurpose meer dingen door kunnen doen. Daar zijn wat klasstoven op de tweede vloer, voor visionklas, premarital en zo'n soort dingen, dat we meer klassen kunnen geven. Een nieuwe babystoel. En dat zijn de derde wat er aangaan in het auditorium. Er zijn 4 derde wat er zal aangaan. Dat is ongeveer zoals de auditorium zal loten. En zo hier in dit gebied zijn 500 stijlen. En zoals we dat nu afgemeld hebben, zijn een beetje over 1000 stijlen. About 1050 tot 1100. Een beetje dan wat dicht op voor die stijlen doen. En zo dan heb je een beetje een idee wat de plan is, de visie, zoals we verder gaan met dat gebied. Vandaar jank ik me een beetje vertellen van leven met een Rajchte Utsecht over haben Goot. Wat brengt het in ons leven? En wat kijken we aan haben Goot naar? De dingen wat we hebben, de dingen wat we zijn, wat we een, wat kijken we dan aan? En Utsecht op Engels is het perspective. En zo vielleicht helpt some van jullie dat wat. Wanneer somebody of wanneer je vielleicht würde mij vragen, wat maakt de grootste onderscheid in mijn leven, dat ik kan mijn leven verbeteren en dat ik kan wiederkomen, ook voor mij persoonlijk, voor mij, ik would zeggen, zoals ik denk, de dingen wat ik denk en wat mijn uitzicht is. Wanneer ik dat kan leren recht te denken en mijn uitzicht recht is, dat wordt mij helpen dat ik wat kan wassen, dat ik wat kan wiederkomen. Wenn zo'n mens denkt, zo is een mens. We zeggen nogmaals dat waar we dingen zijn, bestemmt waar we dingen doen. Wanneer we dingen een beetje más o menos zijn, een beetje meer revenja, en dan wanneer we dat zo staat zijn, waar we ook die dingen doen. De andere weg ook met excellence, met buitengewoonlijk goed. Wat u zit, is waar u was zijn. Zoveel is het niet wat we zijn, maar waar we onszelf zijn, wer we zijn. Dat is waar wij mensen kunnen op dezelfde stad zijn. Zijn manchmal some mensen op dezelfde stad en op dezelfde tijd en die zijn over ganz verschillende dingen. Ik en Christy, we waren een stuk terug in een Altenheim en we bezochten wat oudere tantes daar. En we waren eerst in een stoel bij, hadden een stukje met verteld. En ging dat er niets niet schijn ben, dat eten schmeckt niet schijn, dat we niets te doen. En dat we zeer langwierig en dat we te oud waren. En zo wieder. So we merken door mout en zo het mout te spreken. Dan gingen we de stoel uit, gingen in de lijn, gingen in een andere stoel aan, reden we daar met een oudere tante. En die kijkt vriendelijk en we vroegen waar het ging. En ze zei dat eten dat schmeckt zo zeer schijn hier. En dat we zoveel te doen, dat we puzzels op te stellen, zoveel vrienden te treffen. Ze kwamen het meestal al aan met allem dat te treffen. En dat we best zeer veel goede dingen wat ze zag. Krijg op dezelfde stad, best een verschillende uitzicht. Jezus die vertelt een geschichte van verschillende uitzichten. En hier is het waar wat religieuze leren aan een vrouw stellen. Die schriftgeleerden, die uitgeleerde mensen, die vroegen aan mij aan een vrouw. Ten beter zijn ze aan worden kunnen, vielleicht worden eigen aanbekken. En zo hier vraagt een schriftgeleerde, die vraagt Jezus, wer is mijn neighbor? Wer is mijn neighbor? En Jezus die antwoordt aan Lukas 10 van vers 30 tot 37. Jezus die beantwoordt met een geschichte en hij zegt, er ging een mens van Jeruzalem rauf naar Jericho en val de rijber en de heng, die reiten aan de kleider van Charper, sluwen aan en gingen weg en leiden am half dood liggen. Dat traf zich zo dat een priester in zaal zijn weg rauf ging en als hij den man zag,
So, das Priester, der sieht den Mann, ging kein der andere sieht vorbei. Gerade so auch ein Levit, als heibat den Keim, in den Mann sah, so er sieht auch den Mann, ging kein der andere sieht vorbei. Aber als der aus ein Samariter ab an der Reise, bat am Keim in den Mann sah, er sieht den auch, hat er Mitleid an am. Der ging an, bebonk am seine Wunden, und Goot der Eil in Wien nähren. Dann sah er am ab seinen Eseln ab, nahm ihm nach das Gasthaus und besorgt am. Als er den nächsten Tag verloren will, ja, für den Wirt zwei selber stecken sieht, er soll den besorgen. Und was da wird mehr kosten wird er betont, wenn er trägt vorbeikommt. Dann fragt Jesus diese Frau, Vers 36, wonach von den drei denkst du, wie ein Nächster an dem, der Räber in die Hänge gefallen wird? Und die Schriftgelehrte sagt, well, der wird Mitleid hat. Und dann sagt Jesus dann, go, und da auch so steht. Diese Geschichte hat mehrere verschiedene Utsechten über haben Gott. Erste Utsecht ist die von den Räber. Der Räber er Utsecht, der erste steht. Was dient es? Es meint, und ich will das nehmen. Was dient es? Es meint, und ich will das nehmen. Und wir denken vielleicht hier ist das so, dass wir sind nicht so dort. Ich hoffe, wir sind nicht so dort, dass wir sagen, was dient es meint, ich will das nehmen. Aber ich will soll einmal ein klein bisschen überdenken. Wenn wir sind alle geboren, wird es kleine Räber, würde wir können sein. Wir haben kleine Kinder gehabt in uns Heim. Und wir haben nur noch einmal kleine Kinder in uns Haus. Und die kleine Kinder, ihre Utsecht, der ist ein bisschen, was es steht. Wenn ich dort gleich, dann ist dort meint. Wenn ich die dort kann wahrnehmen, dann ist dort meint. Wenn ich dort alle Stütze gehört habe, dann ist dort meint. Wenn ich sage, dass das meint ist, dann ist dort meint. Wenn das so sieht, dass das meint ist, dann ist dort meint. Und wenn du mit dort Spaß hast, dann ist dort meint. Und wenn du die hast durchgelegt zum Schlupen, dann ist die Treu auch meint. Wohin ist das so dort? Wohin ist das so, dass die Kinder von klein und sei, dass es meint? Wir sind alle in Sinn geboren, wir sind alle mit diesem Eck geboren, wir sind mit eckig und selfish, würde was Englisch sein. Und wir sind mit dort geboren. Das Zweite, was wir hier können finden, das Geschichte ist, was meint es? Es meint, und ich will das holen. Was meint es? Es meint, und ich will das holen. Das lebe ich passen mit alle bei uns, alle bei hier in dieser Stuhl. Was meint es? Es meint, ich will das holen. Ich will das für mich haben, ich habe das für ihr Schaf, das es meint, ich will das holen. Das ist mit der Utsecht, was wir haben, über uns haben Gott. Ich habe das für ihr Schaf, das meint, ich will das holen. Wer gleicht alle French Fries? Alright, laat me helemaal vragen. Wer gleicht alle McDonald's French Fries? Ja. Ich habe mir einmal French Fries gekauft für die Kinder, die klein waren. Und ich habe das belebt, dass wenn ich die Kinder hat French Fries gekauft und ich will auch von denen nehmen, die Kinder, die meine Hand sehen und sagen, mein Daddy, das meint meine French Fries. Und hier sind some Dinge, wo ich eben gedacht habe, die tut es wie unsere Kinder abtragen und die leiden. Und ein Ding, was ich dachte, ist, die Kinder, die verstehen nicht, von wo diese French Fries herkommen. Die können das noch nicht verstehen, von wo die herkommen. Also ich sehe die Qual, von wo das herkommt, oder der Source. Ich habe das betont. Und so, ich habe das betont, really sind das meine, wo ich kann so denken. Ich sehe die Qual, von wo die Fries herkommen. Das andere Ding, wo ich habe eben gedacht, ist, actually, wo ich kann die ganze Dose nehmen, dass das alles meine wird. Dass das keine wird haben. Ich kann das nicht verstehen, ich kann die alle nehmen. Ein anderes Ding, was ich habe eben gedacht, ist, nicht bloß kann ich die wegnehmen von dir, aber ich kann auch gerne meine eigenen Fries holen. Dus ich kann, wenn ich will, bitte gerne meine eigenen French Fries kaufen. Ich würde gerne even gerne so viel kaufen, um ab in der Fall schaden mit French Fries. Aber was mich aufgebaut in das, was ich eben gedacht habe, ist die Einstellung, was die Kinder manchmal haben von meint und von eckig sein, der das meint. Und dat ze niet beter weten. En dat willen we als ouderen entleeren. En honestly, oprechtig geredet, würde wir können sagen, wenn wir kicken uns haben Gott, wie was abgewaschen sind, wir denken auch manchmal so, ich habe viel geschafft, das meint, und ich will das holen. Vielleicht sagen wir, oder vielleicht sagst du, dass du bist nicht selfish, du bist nicht eckig,
dann würde meine Frau sagen, wenn von einer anderen Area in dein Leben bist du unbewusst, was in dein Leben, was da angeht. Wenn wir sind alle, das ist unsere Natur. Wenn du sagst, dass du nicht selfish bist, dann lass mich das fragen. Wenn du ein Bild aufgenommen von einer Gruppe und du den Phone das zu holen kriegst, dann wohnt du das erste anzoomen und checkst du noch. Nur die selbst. Wenn du ein Bild aufgenommen hast, ja, check mal einmal ein bisschen, als das geht, mal checken oder was immer. Und wenn die da nicht Geschmack sind, dann ist das ganze Gruppenbild erst dann nicht gut. Niemand will ein Bild aufnehmen, wenn mir das hier nicht gut. Wir sind alles dort, wir checken nur uns selbst. Nummer 3 ist, was mir ist, es dient, und ich will das weggeben. Das ist eine andere Perspektive, das ist noch eine andere Utsecht, über haben Gott. Was mir ist, es dient, und ich will das weggeben. Das ist das Bild, was wir haben von den Guten Samariter. Er sagt, ich will meine Zeit geben, ich will meine Gove hier geben, ich kann eine Gove, das hier das bebringen, und ich kann das mitnehmen, ich kann ein Butter am 4, ich kann hier ein Fertig, ich kann hier Öl, ich kann eine Gove, und ich kann auch Geld, was das brücken, das betont. Ich will meine Zeit geben, ich will meine Talent geben, ich will mein Geld geben, das hier halten. Die Priester, die Levit und die Guten Samariter, die haben alle Dinge, was sich überein sind in dieser Geschichte. Und dort, was sie überein haben, wir, dort sie sahen alle den Mann. Das sagt er. Ich glaube, Jesus will haben, wie soll es sein, dass die sahen das alle. Das sagt, die sahen den Mann. Und die sahen die Gelegenheit, um hier wem zu halten, die sahen, dass die bestohlen wird. Die sahen die Probleme, die sahen die Gelegenheit, das hier zu halten. Alle haben die Gelegenheit zu tun, was die Samariter hat. Aber die haben alle eine Ursache, nicht das zu tun. Sie haben alle einen Riesen in ihrer Meinung, wo ihnen das nicht zu tun. So der geradste, oder ich würde sagen, die erste Uitred ist eine gute Uitred in ons Leben. So der erste Uitred ist eine gute Uitred. Wenn das an die Schlachter der erste Uitred, das ist gewöhnlich nicht da, wo wir recht gehen. Aber wenn das eine sehr gute Uitred ist, das ist, wo wir uns können reden. Das ist eine gute Uitred. Das ist, wenn ich sage, der erste Excuse, der erste Uitred ist eine gute Uitred, wenn wir können uns da reden. Und ich glaube, das Priester und die Leviten haben auch gute Uitred gehabt. Die haben eine gute Uitred gehabt und sich das der in den Kopf gedreht, ich kann eine gute Uitred, ich kann eine gute Excuse, ich kann eine gute Ursache zu sein, dass ich das nicht will halten. Das wird mir nicht passen sein. Das passt mir nicht, wenn ich hier still halte. Dann will ich mein Appointment missen, ich will nicht sein an der Zeit, und meine Familie wird noch mehr schauen, und all diese Dinge, das wie selbst auch manchmal ans Dinge, der ich ans Kopf drehe. Das kommt mir wirklich nicht ut. Das ist nicht was passen zum Stillhalten und den nächsten halten, wenn er bestohlen ist, oder somebody, was das neidig fehlt. Und ich glaube, dass die Samariter, die wird das auch bitte, der sich in den Kopf gedreht, so wie auch manchmal tun, wenn wir die Gelegenheit haben, wo mehr zu halten, mehr Dinge zu tun. Und das kann sein, dass er was hat, ist das so gedacht. Wenn ich nicht stillhalte, was wird dann zu diesem hier passieren? Was wird zu diesem passiert? Und ich kann nicht sagen, was zu dem passiert. Das sagt, dass der will half out, so der wird sterben. Und so wir denken, gleich manchmal bei uns so, dass wenn ich nicht will halten, dann wird alles okay sein. Dus wenn ich nicht will, dann das ist ganz okay. Somebody wird all die Lane kommen. Dus somebody wird all. Der nächste wird den halten. Somebody wird all. Somebody wird die Lane kommen, der wird den halten. Kann es sein, dass ich die Menschen vorbeigehen, was du halten kannst, und wenn du den nicht halbst, wird er nicht die Halb kriegen, was er fehlt. Ich denke da noch mal an. Wenn ich hier vorbeigehe, wird somebody else den halten, oder ist es up to me, den Menschen zu halten. Die Samariter können auch gedacht haben, wenn ich nicht stillhalte, was passiert dann zu mir? Nicht bloß zu denen, aber wenn ich nicht stillhalte, ich muss gehen, was passiert zu mir? Kann es sein, dass ich anfangen, Menschen bis aufzuschieben? Kann es sein, dass ich ein Hort kriegen, was der Hort wird sein, und jeden Menschen halten? Kann es sein, dass auf einmal ein Tag kommt, dass ich überhaupt nicht mehr was rumgebe an den Nächsten? Was wird passieren zu mir selbst? Die Samariter können auch gedacht haben, was dann, wenn ich stillhalte, was passiert dann zu mir? So, wenn ich hier stillhalte, was passiert dann zu mir? Weil was passiert ist, dann wirst du keinen Unterschied merken. Du hast die Öl mit,
du kannst den Mensch besorgen, du kannst den bebingen, du hast einen fertig zum den mitnehmen, du hast einen Bürger zum den absaten, du weißt, wo du den was haben für, du hast rot. So, wenn ich still hol, dann kann ich einen Unterschied merken. Was mir das sagt, dass wir mal wie still holen ans Leben, zum einen Unterschied merken, zum was tun und einen Unterschied merken. Nicht bis bin vorbeigehen bleiben. So, Nummer 1 wäre, was dient es meint, und ich will das nehmen. Was meint es meint, ich will das holen. Und was meint es dient, und ich will das weggeben. Aber hier ist noch ein Level, was noch viel höher ist als das. Und ist diese 3. Und das ist eine Lehre, was wir fangen aus der Schrift von haben Goot. Und das ist eine große Lehre, und das ist something, was ich würde gleich, wenn wir das können zu Hause kriegen, und für mich selbst, dass ich kann das so leben. Und dort ist, was meint es nicht meint, und ich will das verwalten. So, was meint es nicht meint, aber Gott hat mir das gegeben, dass ich das kann verwalten. Und das ist der Rajchte Utsecht, haben Goot. Nu dat we hier zo hebben van geld geredet, fällt mir bei, dass ich kann nicht mal Geld mehr von der zum Marach betalen. So mir wird diesen Preise viel. Thank you. Vielen Dankeschön. Okay, nu haben wir Geld zum Marach gegeben. Vielen Dankeschön. So ihr wundert vielleicht, wer wir dort? Well, that's James. Und wohin kommt hier so bosig ab? Du wirst auch, wohin hier abkommt, dann hast du mir diesen Preise gehabt, als wenn ich die je für die Service anfangen. Ich gehe von dir, und ich sage, wenn ich es sage, dann komm, bring mir die. Und so, du wirst auch, wohin hier hast dich abkommt, als wenn mir das trägt, er weiter das nicht sehen Geld. Hat mir so 2000 geben. Er weiter das nicht sehen Geld, so er soll bosig rein mir das trägt bringen. So die Dinge, was wir haben, ist wirklich nicht uns. Wir sind Verwalter über dort. Was tun wir mit dort? Was tun wir mit dort, was Gott uns gegeben hat? Mit dort haben Gott, was wir haben. Dort haben Gott, was du hast, in Wirklichkeit, ist dort nicht dient. Es auch niemals dient was. Da wird niemals nicht dient sein. Ich rede mit einer Person, some Jahr trägt ein älterer Onkel, weiser Onkel in unserer Gegend. Und ich frage ihn, wen geben, und was hast du getan in deinem Leben, wo das geben, wo viel das geben, und was wirst du mit einem Aufgaut, und hast du ein Aufgaut für deine Kinder, und all die Dinge rede ich mit ihm. Und er sagt zu mir, dass sein Ziel wäre, sein Geld alle weg zu geben. Er will sein Geld alle weggeben. Er und seine Frau haben sich bereit, er will Geld alle weggeben. Und das meint nicht, dass er nicht wird, was die Kinder auch was halten. Aber er will Geld alle weg. Er will bis sicher merken, dass wenn er weg wird, das Geld wird auch alle weg sein. Und ich sagte, wieso wirst du dein Geld alle weggeben? Ich wäre mit Anbedacht und vielleicht auch schuldig. Ich frage, wieso wirst du dein Geld alle weg? Und er sagt, weil das sehr einfach. Ich gucke freundlich nach mir, er sagt, das ist ganz einfach. Er sagt, ich meine Frau, wir wollen uns nicht mitnehmen. Und ich weiß, wie brauchen das Land mehrmal, und wir sagen, well, die wird sich nicht mitnehmen, oder ich will mich nicht mitnehmen. Und aber ich wieder noch ernst mit das. Alle von uns sind all eine Todeskur herangefahren Grafhof. Ich habe das auch getan. Ich habe das getan, eine Todeskur herangefahren mit Menschen, die mir sehr dicht bei sind, was ich persönlich sehr fan kann, was mir sehr neu wird. Und keiner von denen hat einen Trailer herangefahren, einen Trailer mit Stoff dabei und Geld dabei. So das ist uns alle ganz klar. Und so was ich will sagen mit dort ist, weil wir uns Geld geben, nicht die Zeit, was wir leben, so dass wir wissen, wo das hingeht. So John Maxwell, der sagt, das ist das. Er sagt, do your giving while you're living, so you're knowing where it's going. Das meint nicht, dass wir nicht kennen, was Dinge loten für die Familie, die Kinder oder was immer, aber das merkt, ihr habt uns ein Bild von, das haben Gott, was wir haben, das ist nicht uns. So frühjährig sein, wenn ich frühjährig sehe und ich sie ehrlich zum geben, das merkt mich nicht, dass ich so eine wundervolle Person sehe und ich nicht so sehr Fan sehe, aber das hält mich, dass ich der Rajchte Utsecht über das haben Gott hält. Wenn ich frühjährig sehe, das hält mich, dass ich der Rajchte Utsecht habe, über das haben Gott. Psalm 24, Vers 1, da sagt, der Ehr ist den Herrn seine. Und alles, was dabei ist. Was ist alles? Ich wundere, was ist alles? Die Welt und all die, was dabei wohnen. Das sind wir. Das sind eigentlich die. Und alles, was wir ein. Das gehört alle Gott.
Jakobus 1, Vers 7 sagt, dass alle gute Sachen und alle gute Gaven kommen von boven rauf. All diese gute Sachen, was du hast. Und Gott ist nicht jen, dass wir alle gute Sachen haben. Denk dir, du bist mal ein bisschen an, wenn du ein Dad bist. Ich als ein Dad, ich gleich, dass wenn die Kinder gute Dinge haben. Mir hat scheint, wenn die feine Dinge haben. Wir sind nicht jen, wenn die Kinder gute Dinge haben. Gott ist nicht jen, dass wir gute Sachen haben. Alle gute Sachen kommen von boven rauf. Die Gaven, die kommen von boven. Dass du eine Gave hast, zum ein Farmer sein, zum ein Geschäft sein, zum ein Lehrer sein, zum in der Ministry schaffen, zum ein Doktor sein, zum Kuipen und verkaufen die Gave, was du hast. Alle Gaven kommen von boven rauf. Die kommen von dem Vater, der dort Licht gemerkt hat. Er verändert sich nicht. Gott, der hat noch nicht geändert. Gott verändert sich nicht. Er verwechselt nicht das Dachet mit der Düstret. Gott, der ändert nicht. Heißt, der Hammer des Selbst, ja. Ich glaube mir da noch manchmal nähern, wenn ich denke an die haben Gott, die Dinge, mit was ich schaffe. Das zum Beispiel ist, wenn ich ein Geschenk nehmen und Paketeria vor und sagen, das ist mir wichtig, dass das Geschenk, dass du das mitnimmst. Und wenn ich würde antworten, dass das Jung bei der Paketeria, der hat sich das Geschenk bis mitgenommen, hat es nach Hause genommen und für sich selbst geholt. Und ich würde antworten, ich würde fragen, hey, wieso hältst du das für dich selbst? Und er würde sagen, well, du gibst mir das. Nein, ich gebe dir das, damit du das nach meinen Freund bringst. Das ist so ganz klar abgeschrieben, den Namen, wo das haben soll. Es ist mit uns ein bisschen dort, wenn wir kicken und uns haben Gott, dass Gott will haben, dass wir selber Verwalter sind, wir sollen damit schaffen, wir sollen damit umgehen, wir sollen gute Verwalter sein und er will bis sicher merken, dass wir dort nur der Rajchte Stadt bringen. Gott ist dort wichtig, dass wir mit uns haben Gott, der Rajchte Dinge tun, dort nur der Rajchte Stadt bringen. Gott, der will haben, dass wir sollen ein River sein, nicht eine Dose. Ich habe das allein hier oben und für den Service anfängt, dann sieht der Jugendlehrer sieht mir, dass gestern haben sie eine Discipleship-Class, Jüngerschaft-Class. Und ab dieser Class, da gingen sie dort durch, dass Gott will haben, dass wir sollen in Ruhe sein, wo der Leib was durchschält. Das ist, was sie gestern ab der Class haben. Gott will haben, dass soll durch uns durchschält. Gott will haben, dass wir sollen sein, in River, in Ruhe, wo der durchschält, nicht eine Dose, dass wir das alle für uns selbst behalten. Und so Gott hat uns diese Dinge gegeben, dass wir Verwalter sein und dass wir damit schaffen und dass wir Verwalter was mit tun, so dass er sein Plan ist. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Viele sind auch sehe ich diese Dinge. Die sind auf dem Screen an. Ich sehe, wir wollen Unterschied merken. So, wir wollen Unterschied merken. Wir sind hier. Wir sagen, wir wollen Unterschied merken. Aber ich will nicht bloß allein diesen Unterschied merken. Wir wollen Unterschied merken mit Menschen taub, was wollen Unterschied merken. Und so, mit Menschen taub, wie alle taub, mit Menschen taub, was wollen Unterschied merken. Tim, was tun, was ein Unterschied merken. Wir wollen, wo Beef drehen, wir wollen Beef foten, und was tun, was ein Unterschied merken. Wo neue wollen wir das tun? In einer Zeit, wenn das ein Unterschied merkt. Ich habe das alle taub sein. Wir wollen Unterschied merken, mit Menschen taub, was wollen Unterschied merken. Tim, was tun, was ein Unterschied merkt. In einer Zeit, wenn das ein Unterschied merkt. Gott dank schön für diese Zeit, wo wir gerne leben. Diese Zeit, was du uns gegeben hast. Wir sind in einer Zeit, wo wir keinen Unterschied merken. Und ich habe uns ein bisschen abrechnet hat und eine Rajchte Utsecht, was wir haben, die Dinge, was wir haben, dass wir keinen Unterschied merken mit dort. Dass wir können den Nächsten halten. Dass wir so sein, dass ein River, wo das einfach darstellt. Die Dinge, was du uns jetzt, wie die können wieder drehen, nächste Menschen zum Sehen sein. Gott, Dankeschön, dass du uns gut bist. Dankeschön für die Vision, den Ziel, was du uns gegeben hast. Und wie froh bist, dass wir in das aufrichtig bleiben, demütig bleiben und fair auf euch gehen, dass das mehr für Jesus wirklich kann. Und denk sein, was die, was nicht ihr sind, dass wir mehr Menschen erregen für die. Wir loben die und wir danken die in Jesus' Namen.